leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, von der letzten Episode habe ich nur so einen minderschweren Schlaganfall gekriegt. Jetzt kann ich es mal mit meiner linken Hand nicht mehr spielen, aber jo, das soll uns nicht weiter daran hindern, hier jetzt an den Korridor uns anzugucken. Alter Schlapper. Wo sind wir dann jetzt gelandet? Ach nee. Ach nee, jetzt. Was ist dann das? Darin liegt ein undefinierbares Organ. Das kann von einem Menschen oder einem Tier stammen. Pfui Teufel! Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Aha, jetzt weiß ich's aber. Vielen herzlichen Dank. Okay. Sieht dann doch etwas größer aus, das Ganze, als gedacht. Gucken wir uns das doch mal an. Könnte das ein Teleskop sein? Das sieht ziemlich alt aus. Ein kunstvoll verzierter Globus. Ja, das Gemälde möchte ich mal trotzdem angucken. Kann ich aber anscheinend nicht. Okay, was ist das hier? Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Ich glaube, hier ist sowieso alles traurig. Hier ist eh alles, was mal schön war. Und alles, was mal schön ist und schön war, ist hier weg. Also, hier wirkt sogar der edle Stil von der Villa. Wirkt hier einfach nur verfalle und seinem Untergang überlost. Ach Gott, erleid. Ich glaube, das ist wieder so ein Klassiker hier, ne? Wo wir hier wieder voll irgendwo in die Pamperei rennen. Nee, das Farbband möchte ich nicht mitnehmen, das brauchen wir nicht. Das ist ziemlicher Quatsch, da drin liegt ihr undefinierbares Organ. Ah ja, das ist wieder das. Ja, Farbbänder brauchen wir jetzt nicht. Achtung, es wirkt wieder so garstig, als ob hier wieder die Luzi abgehen könnte. Aber tut's mal ausnahmsweise nicht, dass hier so ein hässlicher Hunter wieder um die Ecke gesprungen kommt. Also diese Aggro-Frösche kann ich hier definitiv nicht gebrauchen. Ups. Nein! Hau ab! Schimmelbacke. Schnaufkopf. Ich hab's hackt. Okay, der bewegt sich nicht mehr. Sonst noch irgendwas? Da liegt noch ein Dolch, den nehmen wir natürlich mit. Und dann ist da anscheinend noch irgendein anderer Gegenstand. Ja, hier haben wir noch was. Schmuckkasten, den nehmen wir doch natürlich mit. Und ja, wunderschöner Spiegelraum, wo wir so einen halbglatze Zombie uns angucken können. Aber wir gucken erst einmal hier uns das Ding mal genauer ab. Schmuckkasten, das sind anscheinend runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Besondere Merkmale. Nicht. Nee. Nö. Aber ich glaube, die Dinger müssen wir auseinandernehmen und müssen das Umbrella-Waffe hier noch basteln, ne? So sieht es zumindest für mich aus. Und dann können wir wahrscheinlich den Kasten aufmachen. Okay, besondere Merkmale. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht genug Platz im Inventar gerade. Das heißt, wir müssen hier woanders hingehen noch. Hier haben wir jetzt nichts Besonderes, ne? Hier wachsen blaue Kräuter. Die brauchen sie jetzt nicht. Nein, ich möchte das grüne Kraut nicht haben. Ja, okay, wenn ich halt das grüne Kraut nicht mitnehme, dann bleibt der Raum nach wie vor als rot markiert. Hier haben wir auch nichts Besonderes mehr. Genau, blaue Kräuter brauchen wir jetzt nicht. Die hätten wir im Schlangenraum ganz gut gebrauchen können. Und bei dem großen Spickel sehen wir auch nichts. Alle hopp, das heißt, wir schaffen jetzt erstmal Platz im Inventar. Und kümmern uns dann darum, dass wir den Kasten ordentlich machen. Ich befürchte aber, dass wir jetzt gleich hier wieder Rock'n'Roll hin. In Reinform. Alter Falter, ich will nicht. Ich will echt nicht, ohne Scheiß. Na gut. Okay, es ist nichts passiert. Gott sei Dank. Na gut. Alter Falter, erst wieder 4,5 Minuten rum. Und gerade jetzt durch diese ganze blöde Scheißviecher, durch diese dämliche Hunter, habe ich das Gefühl, dass ich hier ständig wieder attackiert werden könnte. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da wieder rum, gehen genau über das Esszimmer wieder in den Korridor, gehen dort hin, wo wir 100% schon Hunter erledigt haben und setzen uns dann nochmal in den medizinischen Lagerraum.
Moment, ich habe auch noch ein bisschen verballert, fällt mir auf. Der Zombie hat ja ein bisschen Munition geschluckt. So, das hier ist erstmal wieder dort hier. Und jetzt sind wir wieder hier, genau. Einmal um die Ecke. Dort, wo der grottenhässliche Hunter war. Dann hier rum. An dem Ort, wo die 2 andere Hunter durchs Fenster gesprungen sind. Ich hoffe, das nehmen sich jetzt nicht noch Zombie-Hunde und weitere Hunter irgendwie als Beispiel. In der Villa bin ich echt nie sicher. Ohne Witz. Bist mittlerweile wirklich nie sicher, weil immer, wenn irgendein Gegenstand aufgenommen wird, spawnt wahrscheinlich dann wieder was neu und das ist dann immer wieder für Überraschung gut. So, jetzt machen wir erstmal Platz. Packen erstmal das Zeug weg. Machen nach erstem Mal das Zeug weg. Einfach mal, damit wir genug... Ups, ich wollte eigentlich die Diskette weg haben. Damit wir genug Zeug rausholen können. Okay. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber besondere Merkmale. Na, ich möchte die Dinger rausholen. Aber wir brauchen anscheinend irgendein Gegenstand, was wir da reinmachen können. Warte mal. Warte mal. Vielleicht können wir das mit unserer Winde kombinieren. Weil ansonsten stellen wir, glaube ich, doch nichts weiter zum Kombinieren damit, ne? Und die Winde könnte passen. Okay. Kann ich nicht kombinieren. Na gut. Versuch was wert. Aber eventuell... Nee. Schlüssel auch nicht. Rund die Aushöhlung. Vielleicht hilft dir unseren roter Edelstein hier tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ha! Dafür haben wir das gebraucht. Ah, jetzt dürfen wir puzzeln. Okay, also das sieht aus, als würde es dorthin gehören. Ja. Das sieht aus, als würde es dorthin gehören. Na, ja. Zurück ein bisschen. Na, das muss auf jeden Fall hier. Ja, dann halt so. So. Dann probieren wir Desto Neve aus. Ja, es muss auf jeden Fall so, oder? Moment. Das. Nee, das muss der untere Teil Darsteller. Ach Gott, immer diese Puzzlefreude hier. Moment, eventuell haben wir den auch noch nicht richtig eingesetzt. Sodass der jetzt auch eher passt, ne? Da geht es wahrscheinlich jetzt um Millimeter. Ja. Das passt. Dann der dort hier. Na, der muss dort hier. Mehr kriegen wir denn nicht hier. Okay. Nein, ich möchte das Puzzle nicht beenden. So. Der muss haargenau passen. Ja, jetzt hämmer's. Okay, der da kommt dann dort hier. Der muss halt auch wirklich passgenau sitzen, ne? Ach, scheiße. Ja, das ist halt etwas ätzend jetzt, das Krummgefrickel. So. Ich bin leider Puzzle-Legastheniker. Moment. Ich mag sowas nicht eigentlich. Aber der muss auf jeden Fall dort hier. Ja, probieren wir es mal so. Da haben wir jetzt nämlich auf jeden Fall noch genug Platz. Müssen wir denn nochmal nachrücken? Na komm schon. Nein.
So. Okay, dann müssen wir Dendo auch noch ein bisschen verrücken. Also das finde ich etwas doof, dass die nicht etwas flexibler hier sind. Mit der ganzen Geschichte. So dass ich hier wirklich auf den Millimeter rumfutzeln muss. Das ist etwas doof. Geregelt. Das passt doch, verdammt nochmal. Dendo muss ich auf jeden Fall so einfügen, ja. Und dann fehlt nur noch der letzte. Immer diese scheiß Puzzlepfriemelei. Also das gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Weil es ist eigentlich absolut logisch, wie das Zeug sitzen muss. Trotzdem ist das etwas nervtötend geregelt, das Ganze hier. Mit dem Millimeter auf Millimeter. Verdammt nochmal. Müssen wir jetzt noch ein bisschen rutschen. Anders geht's halt auch wieder nicht. Ja. Okay. Komm schon. Du passt doch rein, Kerl. Müssen wir halt da wieder den Millimeter nur rutschen. Ach, verdammt nochmal. Gewitter erleid. Ist das ätzend. Du, passt da doch rein, verdammt nochmal. Okay, noch einmal. Wir verlieren jetzt wahrscheinlich einfach unglaublich viel Zeit an dem Scheiß hier. Obwohl es einfach nur logisch ist, wie es natürlich zu passen hat. Aber das Spiel nimmt es nur an, wenn ich da hundertprozentig bin. Dort drin befindet sich eine Brosche. Ah, das ist jetzt, glaube ich, mit dem Wappe der Spencers, ne? Das ist ein Schlüssel, der jetzt aufgeht. Perfekt. Und zwar ist es ein Wappenschlüssel. Okay. Der Schlüssel zeigt das Wappen der Familie Spencer, die seit jeher in Raccoon City ansässig ist. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt den Wappenschlüssel gefunden. Wir wissen auch, wo wir den einsetzen müssen. Und dafür nehme ich jetzt einfach mal das Zeug hier mit. Und lasse jetzt einfach mal Treibstoffkanister und Feuerzeug einfach mal sein. Lassen wir es einfach mal gut sein. Ich bin zwar unsicher, wenn ich ohne das Zeug losgehe, aber das muss ja wohl sein. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal ein Stockwerk höher. Ne, Quatsch. Das ist sogar im Erdgeschoss. Okay, wenn ich im Erdgeschoss da rumlatsch, müsste ich eigentlich da drauf stoßen. Aber ich finde es kacke, ohne Treibstoff und ohne Feuerzeug hier durch die Gegend zu laufen. Aber aller Hopp, wir brauchen es. Wir brauchen es einfach. Wir brauchen wahrscheinlich die Plätze im Inventar, ne? Also. Dann haben wir das selber gewackelt. Hoch, warum ist hier die der auf? Ah, ne, okay. Oder? Ach so, das war durch den Hunter, der das aufgerobbt hat. Okay. Damit kann ich noch irgendwie leben, aber ich war gerade irgendwie irritiert, weil hier auf war. So. Also wieder in die Richtung. Dann marschieren wir auf der anderen Seite entlang und öffnen wir erstmal den Raum, weil es gibt, glaube ich, nur den Raum, der sich da aufschließen lässt. Dann, ups, dann haben wir nämlich den Raum weg. Der ist so neben dem rechts Schreibmaschine Inventarbox. Neben dem Safe Room dort in dem Korridor ist das Schloss dafür. Da müssen wir auf jeden Fall hier. Und ich hoffe, wir können den Schlüssel dann direkt wegschmeißen und haben dann wieder Platz im Inventar. Nein. Weil so können wir dann nämlich auf jeden Fall wieder unser Zeug holen. Das ist ja dann direkt neben dran in dem Inventarbox-Raum. Ja, ich weiß, hier stolpert noch ein Zombie rum. Aber der befindet sich da hinten dran. Ja, ich höre ihn.
Ja, da ist er. So, ich wollte den Scheißhaufe jetzt einfach mal weghaben hier. So, okay, du breitet sich auch schon das Blut aus. Der ist zwar noch nicht vollständig tot, aber musste einmal erledigt werden, ne? Mann, Mann, Mann. Das heißt, wir müssen hier weiter. Oh je, Korridor. Da sind beim letzten Mal ein paar Hunde reingesprungen in den Raum. Ich traue der ganze Geschichte nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn einmal was durch die Fenster gesprungen ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass da nochmal was rausspringt. Das heißt, du ist es noch sicherer als in Korridoren, wo das noch nicht passiert ist. Hallo, Jill. Ah, mein Lieblingskorridor. Ja. Definitiv mein Lieblings... Ihhh. Ach, du machst die Geräusche, mein Freund. Wehren ab! Wehren ab! Hallo, mein Freund. Ist eh nix. Ich baller einfach mal drauf los. Ups. Nein, au. Autsch. Hör auf. Alter, wenn ich dann einmal Gelegenheit hätte, mich zu verteidigen. Dankeschön, dass ich einmal darf. Alter Falter. Und so geht unsere Pistole-Munition auch ziemlich schnell zugrunde. Okay, ich bin natürlich jetzt mal wieder in falsche Richtung gelaufen. Genau, da geht's lang. Alter Falter. Hätte ich vielleicht auch einfach mal vorbeigehen sollen, ne? Oh Mann. Also die Hunters sehen das offensichtlich nicht so gern, dass ich hier wirklich mit dem Schlüssel unterwegs bin. Ja, da haben wir dann unseren Safe Room. Und da können wir jetzt 3 gehen, ne? Wappenschlüssel verwendet. Genau, drauf habe ich gehofft, dass ich den dann nie brauche. Und dass wir da wieder einen freien Slot im Inventar haben. Aber immerhin, wir sind nicht bis auf den Ende, der sich sowieso vermeiden lässt, sind wir auf keine anderen Zombies mehr gestoßen. Das heißt, das passt schon. Der Finsternis ist nichts zu sehen. Okay. Ah, da ist er. Da ist eine Lampe. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal einschalten. Also chill. Du weißt, du wohl noch die Lampe einschalten können. Ja. Also bitte. Das wird wohl noch möglich sein. Okay, da ist auch ein Fenster auf. Das gefällt mir nie so gut. Was liegt dann hier noch Schickes rum? Oh, Metallobjekt. Natürlich nehmen wir das mit. Das ist mal wieder von großem Nutze für uns. Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch jemand. Nein, den Schalter wollen wir nicht drücken. Aha. Gewehrmunition. Natürlich. Okay, Inhalt ist unberührt, bla bla. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Eine Sammlung dicker Wälzer. Hier gibt es Bücher über alles von Genetik bis Politik. Und Batteriepack. Perfekt. Okay. Das heißt, hier haben wir noch was Wichtiges gefunden. Und zwar dieses schicke Metallobjekt. Sieht ja echt toll aus. Aber da fehlt noch die Stählfassung für außenrum. Weil Stein- und Metallobjekt brauchen wir, damit es so ist wie das, was uns in den Innenhof gebracht hat. Das brauchen wir definitiv. Ich wollte jetzt mal gucken. Was sind dann die Räume, die bisher noch nicht geöffnet wurden? Genau, der unten in der Eingangshalle. Dafür brauche ich aber noch die Steinfassung für das Objekt. Dann im ersten OG kommen wir auch nicht erstmal durch in den Raum. Und im zweiten OG müssen wir auch noch wohin. Weiß Bescheid. Das heißt, wir müssen auch in das zweite OG. Dann können wir wahrscheinlich den Ende Schlüssel jetzt fortschmeißen. Und ja, dann läuft die Geschichte. Okay. Wir gehen jetzt nochmal fix in den Speicherraum. Der Griff ist ja mittlerweile auch glücklicherweise wieder repariert. So, und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, da haben wir jetzt auch schon die Hunter erledigt, soweit ich mich da richtig erinnere. Dann können wir jetzt erstmal wieder im Inventar ein bisschen aufrahmen. Ich stehe tatsächlich sogar dazu tendiere, möglicherweise auch das Kampfgewehr mitzunehmen, weil das hat einfach mehr Wumms. Pistole hat halt leider nicht so viel
so viel Wucht, ne? Kampfgewehr. Tja, wann brauche ich mal die ganzen anderen Dinger? Also ich würde mal sagen, das Ding packen wir erstmal weg. Und dann kombinieren wir erstmal. Zusätzlich nehmen wir auch nochmal so schickes Erste-Hilfe-Spray mit. Verwenden das gleich mal. Und dann können wir auch gleich nochmal unseren Fortschritt speichern. Dumm. So. Genau, ich möchte meinen Fortschritt speichern. So circa 5 Minuten oder 4 Minuten haben wir ja noch. Das heißt, ein bisschen was dürfen wir ruhig noch machen. Puh. Okay. So. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn wir das im 2. EG beendet haben, dann hätten wir auch unseren Helmschlüssel nämlich notwendig, ne? Vermute ich jetzt einfach mal so steil. Die Diskette und das letzte Buch nehme ich auf jeden Fall noch mit, weil bis der Teufel, für was wir das noch gebrauchen können, ne? Das hier ist jetzt erstmal wieder raus. Ich muss jetzt gerade mal auf der Karte gucken. Mal kurz Lucky machen. Das heißt, wir müssen da erstmal raus. Im ersten OG kommen wir eigentlich auch relativ gut hier. Wir machen das über das erste OG. So, ich hoffe, hier kommt jetzt noch ein Hunter angewatschelt. Die Scheißviecher kann ich nämlich echt verzichten. Ist das der Weg? Jawohl, das ist der Weg. Da kommen wir wieder zu der Galerie, wo auch wieder so ein Rotkopf-Rudi unterwegs war. Ich hoffe doch, die halten mittlerweile die Viehs auch still. Diese elende Scheißviecher. Das ist doch hoffentlich... Ja, das ist der Weg. Okay. Dort gab es eine Todesmaske, soweit ich mich doch richtig erinnere. Das war der Weg zum Ritchie, wenn ich noch richtig weiß, was Sache war. Wo wir auch die Schlange das erste Mal getroffen haben. Der gute Jorn, der Gähner. Weil er halt die Gosch immer so aufreißt. Ne? Deswegen hieß das Vieh Jorn. Fand ich immer etwas merkwürdig, aber naja. Die Entwickler geben eine Kreaturio die Name. Kann ja nicht alles so melodisch sein an Gegner wie Pflanze 42. Ne? Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf uns zu. Okay, das heißt hier wieder entlang. In die Richtung müssen wir, genau. Richtung Heißhunger-Harry-Korridor. Dann durch... Wir können auch durch den Korridor gehen, aber ich finde es beim Heißhunger-Harry eigentlich mittlerweile einigermaßen sicher. Es sei denn, ich wäre hier mal wieder eines Besseren belehrt. Aber bitte nicht. Ich kann echt darauf verzichten, dass hier wieder einige Freaks durch die Gegend rennen. Aber es könnte halt gut passieren, dass der Walker, der jetzt so rumlag, falls ich den nicht verbrannt habe, dass der unmittelbar vor der liegt und sich entschließt, mal wieder etwas aktiv zu sein. Wir werden es rausfinden. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, der ist wieder als Rotkopf-Rudi zurückgekommen. Nein. Scheiße. Ich hab's doch gewusst, Kacke. Also wenn die nochmal aufstehen, dann kommen die als Rotkopf-Rudi wieder zurück. Oh, das war nämlich der halbglatze Speckbauch. Verdammt nochmal. Aber jetzt können wir wenigstens hier hochgehen. Und kommen hier rein. Schlüssel. Jawohl, genau darauf habe ich gehofft. Das heißt, ich habe jetzt auch jeden Raum eigentlich durchgemacht. Denn ich wollte mit dem Helmschlüssel. Und jetzt sage ich, liebe Leute, hier machen wir wieder einen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Wo wir gucken, was es hier im 2. OG noch alles gibt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ian Yankee.